Hallihallöle, ich bin's, euer Blaster-Ingenieur. Und da haben wir wieder meine Schrotflinte da mit jetzt zum Pumperle, zum Bomber. Hier, ei, ja, nee, so nicht. Ihr hört viel, ei, ja, das Ding geht halt nicht. Das hat jetzt eingeheiratet und dann müsst ihr das von Hand nach vorne drücken. Das tut's halt überhaupt nicht. Ei. Ja, das. So spannend wollte ich die ersten paar Sekunden nicht anfangen. Vielleicht hilft es ja der Aufrufzahl. War jetzt nicht geplant, dass ich mich so geschickt anstelle. Wollte ja sagen, das ist mir peinlich, aber. Ach, auch so viel Blödsinn, den ich hier schon am Kanal und in meinem Leben schon gemacht habe. Ist mir das nicht mehr peinlich. So, bevor wir dann nochmal das Problem haben. Jetzt nicht, wenn letzte Mal nicht laden sollen. So, also, mit diesem, was ich euch zeigen wollte, ist, eigentlich müsste das da jetzt einrasten. Zack, einrasten und dann müsste man da jetzt das auslösen. Weil Sicherheit drin, draußen. Aber da passiert halt einfach nichts. Das heißt, das ist auf gut Schwäbisch, es ist he. Und für alle, die der schwäbischen Sprache nicht mächtig sind, es ist kaputt. Ich kann Hochdeutsch schwätzen, aber mach's nicht so gern. Also ich bin durchaus in der Lage, Hochdeutsch zu reden. Aber nee, das muss nicht sein. So, jetzt gucken wir. Gucken wir mal, das machen wir zusammen. Weil normalerweise mache ich sowas immer im Schnelldurchlauf, aber ich habe keine Ahnung, wie man so Bläschle zerlegt. Deswegen machen wir das da jetzt gemütlich mit Kommentare, dass ihr auch jeden Blödsinn live mitkriegt. So, das ist das. Dann haben wir die Schraube da drunter, dass sie aufgeräumt sind. Die Hülse auf Zeit aus demselben Grund. So. Dann können wir. Ja. Bin irgendwie kein großer Fan von der Schiene. So, der ist weg. Da ist man auf versteckte Schraube entdeckt, wie zum Beispiel das alles. Und ich hoffe mal, dass in dem Griff einfach nichts drin ist. Weil das wird die Sache einfacher machen. Gib mir mal einen Schraubenzieher zurück. Habe ich da noch mal kleiner. In Maße brauche ich der Schraubenzieher. Ja, wir haben nochmal kleiner. So. Das. Wir schauen uns jetzt einfach mal an, ob wir es heute richten können. Das hängt davon ab, was kaputt ist. Aber nein, Google können wir auf jeden Fall mal. Das Neugierde befriedigen. Und mal gucken, was hergegangen ist und mal gucken, ob wir das dann aus dem 3D-Drucker rauslassen müssen, können, wollen. Oder ob wir das dann wieder ganz machen können. Ja. Ui. Das ist verschraubt und noch mit Stift. Das ist eine fiese Geschichte. Aber das ist gut. Das ist bloß. Ui. Sag mal. Ach, das sind auch nochmal Schrauben. Hey, Glück, dass ich sanfte Gewalt angewandt habt. Eieieiei. Also, man muss ja lassen, dass wir es verschraubt haben und nicht verklebt haben, weil sonst wäre es jetzt schon Müll. Ja, dann die Schraube schöne Löcher drin lassen. So, ist das doch, ne? Da haben wir Schraub, da haben wir Schraub. Da haben wir Schraub.
Ist das alles? Mal gucken. Jetzt sagen der ist auf Seite mit der Schraube drin. Die Schraube da haben, wo sie nachgehört. Da haben wir Schraube. Da haben wir Schraube. Das sieht mal aus, wie wenn das bloß ein Designteil wäre. Ist das noch doch verklebt, oder? Nein. Heben wir das. Hebt es sonst noch irgendwo. So, hui. Das ist tatsächlich bloß ein Designteil. So, jetzt haben wir sehen wir da immer noch nicht hin. Das ist das ist um die Hülse auszuwerfen. Das ist die Feder. Und die Schale hat dann die Funktion, die Feder zu halten. Ups. Ui. Die schreibt, das ist auch da eine kalte. Oh, ist sogar gefettet. Wo wurde das? Das müsste irgendwo einrasten. Das packen wir mal da. Hey. Und jetzt haben wir. Jetzt haben wir da Schreibler. Okay. Das heißt, wir waren nicht drum herum, kommen wir den Deckel auch zu entfernen. Deswegen hat der so Schraube. Ich würde jetzt halt ganz her. Das Mist. Ich würde jetzt halt gerne den Mechanismus sehen, bevor ich es zerlege und man den Mechanismus dann immer. Aber da kann man keine Chance haben, so wie ich das jetzt gerade sehe. Das heißt, machen wir das vorne weg oder haben wir schon angefangen. Können wir den Punktgriff wegmachen. Wenn das günstiger wäre, könnte man da das nutzen, um eigene Designs zu machen, aber es ist halt leider nicht. Muss mal gucken, vielleicht finde ich irgendwo günstigere Variante. Ich weiß gar nicht mehr, was das kostet. Aber ich habe es in Erinnerung, dass das mir... Ach, das ist obertief für das für den Lauf. So. Federle. Das suchen wir noch sonst bloß. Das andere auch. Das auch. Okay. Puh, jetzt kommt der Teil, von dem ist mir meiste graust. Das ganze Teufel zerlege. Okay. Das heißt, das können wir dann so. Da können wir dran. Die Prokrastinieren noch ein bisschen. Merkt es vielleicht.
Das heißt, das drehen wir gleich wieder rein, dass es aufgeräumt ist. So, alles voller Schmutz und ein bisschen Staub. Wahrscheinlich sind die ganzen Schräubler alle gleich. Aber wir werden das jetzt heute zumindest nicht absichtlich rausfinden. So, da haben wir den Schlitten. Da könnte man vielleicht auch ein Hebelesblaster draus machen. Ja, die Schraubstrecken, ne, grad. Schön grad. So, die Schraube da rein. Ist aufgeräumt, so. Dann haben wir da noch den Teil. Hilft alles nichts. Wir müssen es zerlegen. Ob es nicht Gott, weil ich es nicht zusammenkriege, oder nicht Gott, weil es halt hier ist, das macht eigentlich auch keinen Unterschied. So haben wir zumindest ein bisschen die Chance, dass dann auch wieder Gott. Oder dass man da Fädel oder sonst was rauskriegt. Ah, da war kein Schraub drin. So, der ist da. Der ist da. Der ist da. Ah, verdammt. Und da ist auf beide Seiten einer. Ich müsste auf beide Seiten schrauben. Das passt mir überhaupt nicht. Dann muss ich das nämlich wegmachen. Eieiei. Das. Das ist wieder nein. Okay, das ist das Teil, das ist auch nochmal separat. Haben wir jetzt alles schreiben. Noch nicht, da ist auch noch ein. So. Jetzt. Da liegt der Kunststoffteil, das soll da nicht liegen. Seht es da. Ah. Ja. Das Kunststoffteil ist das, was man der Stößel fängt. Da. Und dann das einrasten, das Ding nach vorne ziehen. Das heißt, das kriegt man nicht so einfach gerichtet. Das seht ihr. Da vorne. Da ist rausgebrochen. Das ist das Kunststoffteil da. Deswegen. Ja. Kriegt man das gerichtet? Ich fall halt raus. Ja. So, das da. So, jetzt haben wir das draußen.
Kriegt man das gerichtet oder müssen wir das neu? Ui, das wird. Können wir das? Das überlege. Können wir das entwerfen? So. Das müsste jetzt da noch reingeklebt werden. Idealerweise erstmal entölt werden, dann reingeklebt werden. Na, guck, ob's halt. Haben wir da noch. Dann muss ich wahrscheinlich das Video nochmal rückwärts angucken. Ui. Das Federle sieht gar nicht so schwach aus. Safety. Machen da mal den Deckel drauf. Sonst fliegt uns das irgendwann um die Ohren. Die Schraube reindrehen. Muss ich mal gucken. Die Schraube wieder reindrehen. Ha. Das heißt, mit ein bisschen Glück kann man das jetzt zumindest so weit richten, dass noch Gott. Vielleicht seht ihr schon. Das ist symmetrisch. Das heißt, wir haben das obere und haben dasselbe unter. Und ein bisschen Glück stört das Blasterle nicht, wie rum das jetzt eingebaut ist. Das könnte uns helfen. Das ist zumindest nochmal genauso lang Gott, wie schon mal gegangen ist. So, das dürfte. Ja. Das dürfte da. Mit ganz viel Glück kriegen wir es wieder zusammen. Dann dürfte es da. Oh. Ja. Und dann seht ihr. Ja, das will ich jetzt da noch nicht, weil sonst wird mir alles um die Ohren fliegen. So. Das heißt. Einfach immer rumdrehen und dann geht's wieder. Das finden wir jetzt zusammen raus. Jetzt bauen wir es zusammen. Bin gerade darum überlegen, ob ich das im Schnelldurchlauf machen soll, oder ob ich euch genug unterhalten kriege, während ich viele schreibe. Also, wenn es das nächste Mal hingeht, dann weiß ich vermutlich, woran es liegt. Dann werde ich das vielleicht einmal Leute zerlegen. Und das Stößel einfach mal neu designen. Wir können, muss mal gucken, ob ich das günstiger irgendwo kriege. Das so um die 10, 20 Euro kostet das. Weil der Mechanismus ist eigentlich cool. Ich bin irgendwie kein Fan von dem Sound, das Ding macht. Also irgendwie ist das so. Das hört er noch gleich. Hoffe ich. So. Das war da. Schraube wieder raus. Und Schraube wieder rein. Ist aber ganz praktisch, wenn man die Schraube da rein tut, wo sie
Das Nike nicht, dass man da doch unterschiedliche Schrauben hat. Es hat mir so Stressmarke an meiner Streif gemacht. Das habe ich auch anfangs nicht gemacht. Ich meine, es ist, bevor ich Blaster zerlegt habe, auch andere Dinge zerlegt, aber ja, Haufen anderes Zeugs, aber bin halt doch Ingenieur, keine Reparaturwerkstatt. Siehst das Zeugs, das ich zusammenbauen muss, meistens nicht so lange heben. Das reicht für ein paar Tests und so, wenn das da. Dafür muss es dann gescheit sein. Und danach ist egal. Danach ist es so Schrott meistens. Gerade für Entwicklungssachen oder so. Wobei reparieren, das sind schon Fähigkeiten, die Sinn machen. So. Ui. Yep. Yep. Ich sehe schon. Also, dem Ding da fehlt jetzt natürlich Stabilität, weil das keinerlei Führung jetzt hat. So, dann müssen wir noch dasselbe Spiel nochmal machen. Hätte ich gewusst, dass wir das bloß rumdrehen müssen. Mann, ihr wisst jetzt, wenn ihr so ein Ding habt. Wobei vielleicht auch nicht, weil keine Ahnung, wie die Marke von dem Ding war und ob ihr der Suchbegriff dann richtig findet. Also ob die so ein kaputtes Ding haben, das mein Video dazu findet. Das steht dann auf dem anderen Blatt. Wir können da vielleicht einen gescheiten Lauf machen. Wobei, ich glaube, den Blaster brauchen wir jetzt nicht unbedingt tunen. Oder wenn, dann müssten wir die Teile, die jetzt schon gebrochen sind. Also, ne, anders. Wenn man die Teile verstärkt, die jetzt kaputt oder das Teil, das jetzt kaputt gegangen ist, verstärkt, oder jetzt nochmal kaputt geht, dann kann ich es nicht einfach rumdrehen. Dann können wir vielleicht auch einfach gleich in dem Zusammenhang mehr Leistung rausholen. Das wäre natürlich auch möglich. Habt ihr mein Blaster der Anfang des Jahres vielleicht gesehen, wo das ich mir so. Oh ja, es ist Bolt Action. Also mit so einem Bolzer, den man dann halt zurückzieht und wieder vor. Also so Sniper-Dingens. Wo ich versucht habe, mehr Leistung rauszuholen. Das war auch so eigentlich für sich ein abgeschlossener Mechanismus, sodass man mit unterschiedliche. Also eigentlich ein cooles System. Und man kann das Ding da austauschen durch unterschiedlichste Designteile und hat dann im selben Mechanismus unterschiedlichste Optiker. Ah, das war die Schraube da oben. Deswegen, ich wusste, das Ding gibt es mit unterschiedlichen Griff, deswegen habe ich im Griff schon mal überhaupt nichts vermutet. Also kennt man auch andere Schulterstütze für das Ding bauen. Ja, das könnte man machen. Weil die gefällt mir jetzt nicht so besonders. Da könnte man so ein bisschen altmodischere machen. Also so ein Ding ohne die Schiene und alles. Das sind ja alles Optionen, die sich jetzt eröffnet, wenn man wisst, wie das konstruiert ist. Das ist der große Vorteil, wenn man was zerlegt hat. Also so Blaster, der Hülse auswirft, das ich glaube nochmal eine andere Hausnummer, das selber zu designen. So, komm. So. So, oder.
das. Dann brauchen wir das Dingerle da. Oh, jetzt haben die beiden Väter haben sich ein bisschen arg lieb. Okay. Jetzt, komm. Müsst wieder getrennt voneinander leben. So, das ist zum... Wenn mich nicht alles täuscht, ist das idiotensicher, das heißt, das kann nur so nehmen. Ja, ganz Zeit müssen die Väter da getrennt voneinander leben. Vielleicht haben die sich besonders gern. Das ist jetzt eine blöde Geschichte, die mir da jetzt irgendwie dazu einfällt. Vielleicht habe ich einfach auch gerade ein bisschen zu viel Fantasie. Es wäre auch möglich. So, das so rum. Die Federn da rein. Dann, das ist die Funktion von den Dollen. Das hält das Doll da drin und die Feder da drin. Und macht eine coole Optik. Ich hab's jetzt zuerst gedacht, da sind fast keine Schreibplätze sehr. Ja, die sind alle da drunter versteckt. Abgesehen von den zwei äußeren halt. So. Das heißt aber auch, diese Designelemente haben wir komplett umsonst weggemacht. Ja, die kann man dann einfach lassen. Den Griff hätten wir vielleicht auch nicht wegmachen brauchen. Ja, den hätten wir vielleicht auch einfach lassen können und das an der Stelle wegmachen. Das habe ich jetzt ein bisschen 120%ig gemacht. Deswegen mache ich das und mache Videos dazu, dass ihr seht, was für Blödsinn ich mache und ihr das nicht wiederholen müsst. Und ihr ein bisschen Unterhaltung habt, weil ihr gemütlich auf der Couch sitzt. Weil ich gucke ja auch YouTube-Videos. Ich meine nicht unbedingt von Blasters, weil das ist was ich aktiv mache. Aber nur andere Dokumentationen und Zeugs und was man so macht. Ja. Und guck Leute beim Computerspielen zu zum Teil, die hauptsächlich zuguckt, weil sie Blödsinn labert. Also, die spielen Computerspiele, wo man denkt, ach, das müsst ihr jetzt nicht unbedingt spielen, aber das, was sie erzählen, das ist witzig. Und das kann man sich dann mal so gemütlich noch mal vom Einschlafen angucken. Was weiß ich. Leute, die über Dinge philosophieren. Gut, ein paar Kanäle habe ich auch, wobei eigentlich bloß, was war es da, Welcome S7 und auch ein, zwei noch Blaster-Kanäle habe ich, oder die so wo Blaster ein bisschen, aber die reden halt immer über aktuelle Blaster und wenig über, wobei in letzter Zeit schaue ich halt weniger. Ich habe anfangs, als ich mit dem Hobby angefangen habe, mehr Videos angeschaut, aber in letzter Zeit schaue ich halt weniger. Das ist, glaube ich, eher so. Also ein paar Kanäle habe ich schon referenziert. Also, ja, ist der Captain Xavier oder so. Oder Welcome S7 und da gab es noch. In Deutscher gibt es auch 2 Kanäle. Wenn man es ab und zu anguckt habe. Da können wir mal ein separates Video dazu machen. So, jetzt muss das. Die Falle ist natürlich raus. Das ist auch ein bisschen übertrieben. Also keine Ahnung, ob man... Ich glaube, ich hätte da irgendwie... Also sagt den Bewähler nicht, aber... Da sind ein bisschen viele Schrauben drin. Man, ich finde es gut, dass es Blasterschrauber hat. Weil sonst gäbe es das Video nicht. Sonst hätte ich ein Video gemacht, wie mich darüber beschwert, dass es Blaster keine Schraube hat. Und das hier ist und
So können wir Video machen, wie man das Blaster repariert. Und gleich Ergänzung zu der Übersicht, wo man dann einen Schusstest macht. Guckt, was das an Leistung hat. Das war bei der Übersicht ein bisschen frustrierend. Gerade den einen Schuss hat es abgegeben. Gerade so, dass ich keine Messwerte rausgekriegt habe. Ah nee, wartet. Ich erzähle euch, ich habe gar keine Messwerte gemacht, weil das war der Blaster, wo ich gedacht habe, das machen wir dann mal separat. Das war ein Blaster, wo ich gedacht habe, die sind sowieso nur zum Quatsch machen, zum Spaß, aber da brauchen wir keine Messwerte. Da geht es darum, dass das einfach Spaß macht, mit dem Blaster zu schießen. Das war alles hülsebetriebene Blaster mit Hülse. Ich verlinke euch das Video unten. So, und das deutlichste Blaster ist leichter. Das ist recht gut gemacht. Ja, gefällt mir halt nicht ganz so. Also, ich glaube, mir hätte da so klassische Schulterstütze besser gefallen. Das können wir jetzt alles ändern. So. Jetzt sollte es so einrasten. Weil dann kann man nämlich das Lader. Ah, das ist genau so nicht. Die Hülse sind eigentlich recht cool. Und das Schöne bei dem Blaster war, da war halt einfach genug dabei. Also ich habe da noch einen ganzen Sack voll irgendwo. Und das ist auch, die sind glaube ich auch für andere Blaster verwendet. Ich habe am Weihnachten mal so ein Ding. So Blasterle auch mit so Trommelmagazin und so Hülse. Ich glaube, das sind dieselbe. Müssen wir mal andere Übersicht machen. Auf jeden Fall. Ei. Zack. Bleib. Kratz auf den Tisch. Wunderbar. Ah. Voller Erfolg. Bleib auf dem Tisch. Also ihr versteht das Prinzip, dass das jetzt ordentlich rausschießt. Aber ich will nicht alle aufheben. So, das war es. Da können wir jetzt ohne einen Lauf. Wenn er um die Ecke kommt, zack. Dann können wir laden. Dann nachladen. So wie es halt gerade, so mir halt gerade Zeit hat. Weil wenn ich recht erinnere, Computerspiele konnte man da immer nachladen, gerade wie es halt passt hat und gleichzeitig dann ruckzuck schießen. So man das so zurückspannen musste, das weiß ich jetzt gar nicht. Oder ob man das einfach immer so nachladen konnte. Auch wenn weil das kann man nur nachladen, wenn es nach vorne, nach hinten ist. Also so der ist da, ne? Da hätte jetzt nichts reinpassen, das ist wenig Luft. Ah ja. Ah, das geht nur so nein. Das geht wieder. Der ist da an. Nein! Ey, ich hab das gehört. Das sind halt zwei auf dem Boden. Herb, der ist Gott wieder. Bin froh. Das war einfach. Ich habe schon gedacht, als ich da Kunststoffteile gesehen habe, aber ich dachte, das wird heute nichts. Aber tatsächlich haben die das symmetrisch gemacht. Das, gut. Ich meine, hat den Vorteil für die, das ist alles schon recht gut gemacht zum Konstruieren. Ich glaube, die Schrauben sind alle dasselbe und es hat halt den Vorteil, wenn das symmetrisch ist. Man muss nicht nachdenken beim Einbau, so oder so rum, ist egal, es funktioniert.
bis man es dann halt macht. Aber das ist für euch jetzt auch, das machen die schon aus Kostengründen so. Weil wenn sie es andersrum machen, könnte es sein, dass sie dann ein paar Ausschuss produzieren oder halt, ja doch, das sind ein Ausschuss, weil das wieder zerlegen und das lohnt sich nur, wenn man ein bisschen idealistisch oder einfach Spaß dran hat. Also da ist, glaube ich, dann nichts verdient mehr, wenn man das nochmal zerlegen muss, nur um das wieder rumzudrehen. Also ist einfacher dann das, ja, Idiotensicher sage ich, aber ich glaube, wenn ich mal ein paar hundert von den Blasen zusammenbaue am Tag, dann habe ich dann, was ich zum Schluss, mit denen ich zum Schluss auch nicht aufpasse. Also das muss man halt einfach so machen, dass das für unkonzentrierte Leute, die da irgendwie so kurz vor Feierabend den Blasen zusammenbauen oder Montagmorgen den Blasen zusammenbauen, dass das auch funktioniert. Habe ein bisschen was über Fertigung gelernt. Das muss man immer bedenken, dass das halt auch Leute sind, die das die ganze Woche machen und die auch mal einen Freitag haben oder die mal auch mal unkonzentrierten Moment haben. Also von daher. Und ich glaube nicht, dass das mit Schrauberroboter und vollautomatisch, Gott, das kann ich mir fast nicht vorstellen. Dafür ist das Ding ein bisschen zu kompliziert. Aber ja, es ist. Also ich finde es gut, dass es geschraubt ist. Das macht dann. Und es ging. Also ich habe schon Angst gehabt, wenn ich das aufmache, da ist ein bisschen aufwendige Technik drin und das fliegt mal in die Ohren und kriegst es nicht mehr zusammen. Aber es ging doch recht einfach wieder zusammen. Und wir können das jetzt mit dem Wissen, was wir alles in Designteile haben, können wir Dinge anfangen. Können wir Dinge machen. Also keine Ahnung, wobei das wird auch bloß drüber geschoben, das Teil da. Ne? Also das Teil können die ändern, das Teil können die ändern. Und deswegen kriege die das auch. Ich habe das irgendwo gesehen, das gibt es in zig Optiker. Also mit zig unterschiedliche Griffe und mit zig unterschiedliche Varianten. Aber ja, deswegen Gottes auch, weil das alles von vornherein modular gedacht ist, oder? Ja, mit unterschiedlichen Optionen. Und es macht es ein bisschen aufwendig, aber wenn man dann viele Varianten haben will, ist das besser. Deswegen mache ich an meinen eigenen Blaster auch so, dass ich dann die Optik möglichst von der Funktion trenne. Also das ist hier auch recht gut gelungen. Da ist die Optik, die da vorne. Ein bisschen Funktion haben sie, also das hält das Federleder zum Rausschießen fest und da vorne das fest, aber sonst, das ist hauptsächlich Optik, das Teil. Das ist ziemlich gut von der Funktion, von der gelben Einheit hier getrennt und mal gucken, was man so machen kann, was man damit macht. Ob man das ja dazu kommt, weil ich habe noch genug anderes Zeugs. Muss man meine To-Do-Liste angucken. Weil das erste Halbjahr schon bald, ja, doch, demnächst ist schon rum. Das geht immer ruckzuck. Und dann mal gucken, wie so der Stand ist. Weil ich habe ja bei eigenen Blaster auch viel vorgehabt. Lasst der Abo da, dann kriegt das mit. Hat man das noch ins Bild, das cool aussieht. Das ist toll, das man. Und dann, ich bin glücklich, deswegen schwätze ich so viel. Bin glücklich, Haken dahinter, das hat funktioniert. Ich wünsche euch auch so viel Erfolg beim Reparieren, beim Basteln. Und bis zum nächsten Mal, euer Blaster-Ingenieur.